Tabzinje, welkom hier Tim Tabzinje. We freuen ons dat u ook weer eingeschaltet hast. En wie als Exaltasus Band hier en ook met Elanda Tab, we freuen ons dat we deze gelegenheid kunnen hand. Hier einfach Tab God loven en prijzen en uit zijn woord te leren. En we loden die ook aan. Merk toch met. Wie den Herrn noemen,
Gottes Lamm heißt wird. Ans jemand ja kenn ich gewandert greif. Gottes Lamm heißt wird. Ans jemand ja kenn ich gewandert greif. Gottes Lamm heißt wird. Heißt wird. It's wundervolle Gnade. Dankeschön voor den Himmel. Das hat jetzt gesungen, hat ich kann singen, dass ich frei kann sein. Dankeschön für deine wundervolle Gnade. Du nimmst das Kreuz ab dir und du nimmst meine Schuld. Alle Sünden, was ich getan habe, was ich nach denen war, die hast du alle betont. Und die Gnade ist unsprechlich groß und ich kann nicht anders als bis Dankeschön sein für den Himmel, für deine Gnade. Dankeschön für den Himmel, dass du gnädig bist mit mir. Amen. Das nächste Leute, die am ewig hat, weiß nicht, vielleicht geht in der Rückwirkung das mehr. Und ich sehe mich wirken, ich wünsche mir steht, wo dort kein Lied und keine Not mehr jaff. Und da steht jaffert. Das finden wir in der Bibel, dass das da geschrieben steht, und ich kann die versichern auch, dass wir nicht in Angst hier leben ab jeden. Unser Recher steht, unser Recher Platz, hat Gott uns hier in diesem Himmel, in der Ewigkeit. Du hast keine Lieder und keine Not mehr sein, nicht. Ich bang mich noch nicht still, wo alle Leben ein hat. Wo tag mit der Ewe soll, kann meine Soul nicht verstehen. Ich wollte, du hast den besten Plan, ab den ich mich verloren kann. Ab jeden Nacht so schworen war, ich hab dort, wo's nie verjährt. Du Ewigkeit ist mein Tod, der hast du mir im Herz gelassen. Wann ich sterben wollte, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mir trauen, was Tag die je nie stehen. Ich wollte, ich sehe nicht aus, der wahre Heimat jetzt bist du. Was wir ja von den Himmel reden, wo ich für immer wie die sein. Die Ewigkeit ist mein Tod,
Ewigkeit. Der Weg für dort, wo ewig bleibt. Das Ziel für jeden Tag bedacht. Was trägt das Ziel erreicht? Schön war die begeisterte Leute hier, die du am Bildschirm bist. Mit was immer du dich beschäftigst, möchte ich die einladen, von der einmal mit mir zu beten, ja, wie ein Gott sein guten Anschied. Vor dem Himmel, du hast einen Weich gemerkt für uns, die wir versklavt, die wir gebunden, die wir aufgewandt von die Lebenden. Had du best gekommen, ob dass ihr uns friedlich helpen und uns davon vieren, dass wir so leben sollen, als freie Menschen, die Ehre, die über alles leben, die bestrebt sind, so zu leben, dass du Freude hast an uns, die Frau merken, durch unseren Wandel. So weil wir von der auch haben, die im Boden an Tschechien, ich bete, dass du uns überführen musst, durch den Heiligen Geist, von dort, was du uns zu lehren hast. Komm, überführ du uns. Wies du uns, ob die Dinge haben, die in uns persönliches Leben verändert worden sind. Die nicht Freude merken. Die nicht leidlich merken. Die uns auch nicht Freude merken. Die uns auch nicht leidlich merken. Aber wir können irgendwann nicht dadurch finden. Lot Herr, dass wir die Wahrheit erkennen können. Und dass wir durch die Wahrheit frei gemerkt worden. Wer immer dort hielt, wer immer uns teutschickt, mochte die erkennen können, Herr. In Jesus Christus in Namen. Amen. Leute, hier mein diepster Wunsch von der war da ist, dass wir die mit uns Programm nicht ein kleines bisschen beeindrucken können. Mein diepster Wunsch ist, dass Gott sein Wort in dein Hart dringen kann und das verändert worden ist. Dass du Christus ähnlicher werden kannst und dass du am vom heute Dollar und immer Dollar leben kannst. Die schönste Botschaft ist, wenn wir davon zeigen können, dass Jesus in uns Leben angekommen ist und dass uns frei gemacht hat. Und ich will von der über das Thema Vergebung reden. Und ich will mich nicht so sehr, ob dort Betrage in erster steht, dass Gott uns in Christus vergeben hat, sondern über dort, was unter uns passiert hat. Weil wir mit Menschen umgehen und Menschen mit uns umgehen und weil wir uns gegenseitig vergeben. Ein Mann, der teilt sich mit einem anderen und sagt, wenn er in seine Früh anfangen, Diskussionen zu kommen, dann wird seine Früh immer historisch. Wo der andere haben dann unterbreitet und versucht, ihn zu korrigieren, sagt er, du meinst ja jeden Fall hysterisch, nicht? Nee, sagt er, ich meine historisch. Das, der fängt immer kurz an, mit all das, was ich falsch gemerkt habe, von dann aus, wie ich erst hatte, was von der ihm gesagt zu haben. So, das ist geschichtlich sein. Geschichtlich sein in dem Sinn, dass all das, was uns
raufgebracht hat, wo die falsch gemerkt haben, und was ein anderer falsch gemerkt hat, irgendwann, und immer war er dem dort verholen und dem das im Gesicht schmieden. Das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt hat. Ich möchte von der ein ganz kurzes Examen machen. Die Schule, die Hand hier bei uns am Jähen momentan Ferien, aber der hat jetzt vorher auch Examen. Ich möchte mal von der ein bisschen Examen machen. In Wirklichkeit möchte ich die Fähigkeit nu haben, dass ich die Stimme vernehmen kann und die Antwort hören. Aber du brauchst nicht Erklärungen geben, du brauchst nicht gerade Antworten schreiben, du darfst es einfach mit falsch oder recht beantworten. Ich will versuchen, langsam und klar zu sein, damit du meine Punkte verstehen kannst und dass du ganz nicht eine Antwort kannst. Vielleicht auch hier irgendwann einer mit einmal in Meuten sagt, ich gebe eine Antwort dazu. Kann das sein? Sind hier nicht Schüler, Lehrer, ne? So, wir haben meistens auch ein bisschen... Lehrer ist Schüler. Schüler heute, der Arme. Du bist eine Frau, der Lehrer. Was wird uns aufhören? Weil wir unbedingt eine rechte Antwort geben oder wird wir Schiss haben, falsch antworten? Weil lass mich mal einmal die Punkte erwähnen. Als erstes einmal, wenn wir über Vergebung reden. Da würde ich mal eine Aussage merken, ein Mensch soll nicht vergiftet werden, wenn der nicht um Vergebung bittet. Reicht oder falsch? Falsch. Das ist hier eine Meinung. Ich weiß nicht, was du am Bildschirm für eine Meinung hast. Vergeben bedeutet, dass man die Verletzung verringert hat. Slander merke das. Das ist nicht ganz so schlimm gewesen. Richtig oder falsch? Falsch. Das dritte Vergeben bedeutet, dass das Vertrauen in die Beziehung weiter durchgestellt wird. Vielleicht ist es positiv. Vergeben bedeutet, dass das Vertrauen, die Gemeinschaft, die Beziehung miteinander weiter durchgestellt wird. Allen reklamieren, nicht? Das ist falsch? Ja, glaubt mir das dann? Falsch, das ist die Meinung hier. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr einmal 3 schreiben nachher im Kommentar und dann können wir die Meinung auch hier lesen, eventuell. Das vierte. Wenn sich jemand an die Verletzung erinnert, das bedeutet, dass er nicht wirklich vergeben hat. Nee, das ist auch falsch. Ich verstehe, was mit meinem Examen ist. Sind da noch reiche Mann? Wenn ich sage und erkenne, dass jemand verletzt worden ist von einer anderen Person, dann ist das meine Abgabe, stellvertretend dem zu verzeihen. Kannst du nochmal sagen? Wenn ich sage und erkenne, dass jemand verletzt worden ist von jemand anderen, dann ist das meine Abgabe, dem zu verzeihen. Falsch. Das ist ein Spezialierer, nicht? Doch ist das so, wenn wir die Bibel erforschen, dann wo wir erkennen, dass diese Aussage tatsächlich falsch liegt. Ich weiß nicht, ob uns das im Alltag immer so bewusst sind. Wir wollen von der mal in Bett uns mit dem beschäftigen, was vergeben ist. Aber wie mal über vergeben, über dort kitje, was vergeben ist, weil ich ab dort angehen, was vergeben nicht ist. Eventuell ein Bett von dem, was ich gerade erwähnt habe. Aus hier steht einmal Vergebung ist nicht bedingt. Leicht das uns dort, ich würde all vergeben, wenn die das dann nicht was begriffen haben, dass man das nicht ist dort das. Ich würde all vergeben, wann, und dann möchten wir eigentlich Bedingungen anhängen. Vergebung hängt aber nicht von dem auf, was dem nächsten seine Antwort ist. Weil wir das ausgesehen haben, wenn Jesus damals aus der mit abgespreizten Arms am Kreuz hang, die Bevölkerung oder in der Menschenversammlung angerufen wurde und gesagt haben, Vater, vergib an, wann sie die daran beten.
Wie dat nicht so? Vordat verjef an, wann sie die dran beten. Doch sagt dort im Lukas Evangelium, im Kapitel 23, Vers 34, ganz klar, vordat verjef an. Waarom? Weil sie weten nicht, was sie tun. Da hat China gefragt, weißt du mir das verzeihen, dass ich angereicht habe hier? Jesus wist dat diese Menschen brukte Verzeihung. Bloß die Menschen sagen das nicht so. Die Menschen wird das nicht so anleuchtend, dass sie Vergebung brukte. So die Bedingung kommt nicht mit Vergebung. Vergebung ist bedingungslos. So, wenn wer hat Bedingungen stellen will, dann hat Jesus in dem Moment könnten sagen, vor der hier, du sitzt all diese Ungerechtigkeiten. Weil wir ich mal sein, auf der wirklich wollen. Dann wollen wir über das Thema Vergebung reden. Nicht? Doch nicht. Er sagt, beim Vater, was du anderen nicht verzeihen, willst diese Menschen weiter nicht, was die hier tun. Das zweite, Vergeben bedeutet nicht, die Ernsthaftigkeit von der Verletzung zu verringern. Du kannst nicht sagen, wenn irgendjemand kommt, dem du verletzt hast, du hast dem weh getan und der kommt der hat dich verletzt und der kommt und sagt, weißt du mir das verzeihen? Dann kannst du nicht sagen, ach, naja, ich hatte mich nicht ganz so abspielen, Bruder. Das ist nicht ganz so schlimm, nicht? No. Vergebung hat nicht mit dem zu tun, dass ich das dämpfen muss. Vergebung hat mit dem zu tun, dass ich die Verletzung mit ihrer vollen Pracht in die Ewigkeit konfrontieren kann. Dass wie du jeden kennen und dort beheben können, was die Verletzung, die wir dir verursacht haben. Als drittes, Vergebung ist nicht die Beziehung, was da herzustellen oder ohne positive Veränderungen. Manchmal läuft man vergeben als gleich, was da alles hergestellt haben. Das ist aber nicht so. Manchmal hat man Angst zu vergeben, weil man geläuft, man wird, was da in der seltene Beziehung ankommen, da man Rots durch Verletzung rückgekommen ist. Die Bibel lehrt uns dort vergeben, eine wahre Herstellung, eine Heilung, dass das zwei ganz verschiedene Sachen sind. Vergeben ist eine Sache, was da hergestellt wurde, ist eine andere Sache. Und ich hoffe, wir kommen wieder klar werden, wie ich über das rede. Die Vergebung übernimmt die Schuld. Die Vergebung macht sich verantwortlich für das, was Schuld ist, was betont wird. Doch es ist keine Garantie dafür, dass die Beziehung jemals weiter funktionieren kann. Das ist für uns gleich wichtig in unseren menschlichen Beziehungen, dass wir dort klar haben. Wenn wir dort vertrauen, was da abgebaut worden soll, und der Wunsch da nur ist, dann ist dort dem Verletzer, der jemand verletzt hat, dem sie eine Abgabe, seine Schritte merken. Dass die Beziehung weiter abgebaut worden kann. Und ich glaube, du musst dem mindestens, am wenigsten, 3 Sachen Licht bringen. Als erstes, der Verletzer muss Reue wiesen. Vielmals habe ich gehört, dass ich habe Schlechtes getan im Leben, aber ich habe auch all Gutes getan, und irgendwann läuft man mir nach durch. Weil es da zu viel Schlechtes gewesen ist. Dann weil wir all das, man das Schlechte mit ein paar Kleinigkeiten Gutes aufgelacht soll haben, und dass das kleine Bett Gutes all so viel Glaubwürdigkeit für den gebracht soll haben, und das ist nicht so einfach. Die Realität ist, dass das nicht so hastig geht. Aber man das ernstlich vom Herzen leid tun, dass er verletzt hat. Das zweite, er muss reut sein, die ungestellte Verletzung war der dritte Ersatz. So viel als in seine Möglichkeiten ist. Wenn wir mal bloß ein Beispiel nehmen von Zachäus, das ist ein biblisches Beispiel,
Wo Zacchaeus reit weer, al dat mest wat hij gebeurt had. Veelvältig trete zat. Du es busse, du es reue, du es een haltung wat dat wist, meer als dat leuk wat ik gedaan heb. Ik laat alles terug en ik word dat meer moet, want dat wordt helpen. Teruggeven. Als het hij moet reit zijn, dat verloren vertrouwen niet te eroberen. Ik geloof eens weer van ons mannen worden mal vielleicht al mal ähnliche Erfahrungen gehad, han man eine Freundin eroberen will, nicht? Dan dat man wat. En zo is dat hier ook. Een vertrouwen nog veel ooier. Een vertrouwen wat verbroken worden is, wat verlaatst worden is. Dat moet we verzekeren niet te gewinnen. We gaan er niet davon uitkomen, wanneer du mich verzeiht hast, dan is niemals wat passiert. Verzeiht, voor dich. Die moet ruit zijn, den Schritt te maken, die Beziehung op te bouwen, want die waren herstellen wel. Diese 3 Angelegenheiten, die sind ganz unabhängig von Vergebung. Ganz unabhängig von Vergebung. Vergebung, als wir das nicht vergeten, was passiert ist. Ein Sprichwort, was man verkommuniziert, vergeben ist vergeten. Und das stimmt in der Praxis im Alltag nicht. Vergeben ist nicht gleich vergeten. Dort hielt sich wohl Schein, aber das ist in unserem Leben nicht so uitgeleben. Und als vijfde vergeben ist nicht mein Verrecht, wann ich nicht der Verlatzer sie. Man hielt das mit uns dort stellvertretende Personen angesagt worden, Beziehungen zu heilen. Wenn ich nicht der Verlatzer sie, dann kann ein anderer mich nicht vergeben. So, neem mal an, ich habe David verlatzt. Dann kannst du nicht Vergebung, kannst du mir nicht Vergebung zu sprechen, wenn ich am verlatzt. So, da hast du keine Autorität, Ewan. Das muss er tun. Das ist direkt. Jesus hängt am Kreuz und er direkt sagt, voilà, diese Band, wat van bovenaf kwam, durch Jesus Christus, die Radung uns zu verschaffen, die worden verlaatst. Die worden im Gezicht gespeeld. Die worden verslauwen. Die worden uitgespotten. Die worden verheint. En die worden am Schritt geschlagen. En die moesten sterben. En die moesten Vergebung spenden. Dat kan geen andere doen als die Vater. Want Vergebung all das erwähnte nicht ist. Was ist das dann? Dann fragen wir uns vielleicht, was ist dann Vergebung? Vergebung ist in erster steht, ich verzicht auf Rache. Wahre Vergebung bedeutet, dass ich mein Recht, mir aufzurechnen, besitzt habe. So, ich habe ein Verrecht. Gott hat gesagt, du kannst dir alles uitlesen, was du willst. Die besten Mensch op deze Erde, die heeft een Welle, die heeft een Entscheidungsvermögen, die kann sich für was entschlüten, du kannst dich für das entschlüten, was du willst. Und du hast ein Verrecht. Und wenn die was getan haben, dann pumpt dem so viel Leute an, dass die nicht mehr was wollen. Dass dem das Geld ist, dass dem das so viel besser gewesen ist. Wenn wir von Vergebung reden, dann muss ich lernen, mein Recht besitzt zu stellen. Und immer kann ich das Recht beibehalten. Ich habe letztendlich immer noch das Recht, auf mein Recht zu verzichten. Das habe ich uns auswendig lernen. Ich habe über alles immer das Recht, auf mein Recht zu verzichten. Das kann mich keiner wegnehmen. Das Recht, das kann mich keiner wegnehmen. Die Bibel sagt in Römerbrief im Kapitel 12, Vers 19, deut niemals Rach over, lieve vriend. Geeft Gott seinen euer Ruhm dorthin. Wils dort steht geschrieben, Rach over, es meine Sache, sagt Gott. Ich word terugholen. Dat brukst je niet. Die kost dat loslaten.
Du kannst die Freiheit daran, dass du die an keinem Verschuld brauchst, willst du die noch aufreinen musst. Gott sagt, lass das für mich, ich will mir all mit dem weiter. Vielleicht sagst du, das ist angereicht. Dat jemand, der mich weggedaan hat, der mich viel Anhalt vorbereitet hat, dat ich dem bloß einfach gerade so freisprechen loslasse. Das ist angereicht. Und dann fängt uns das an schwarz zu legen und wir fangen an zu lumen dahin. Und dort stimmt, dass das angereicht ist. Doch wer hat mal gesagt, dass für jeden mit Gerechtigkeit zu tun hat? Das hat nicht. Selbst dass Jesus am Kreuz mit offenen Arms hängt, für uns unsere Sinn zu betonen, dass gestorben ist, das ist eine totale Ungerechtigkeit. Dass du und ich, dass du, der uns teilhast, dass wir Sündevergebung kriegen von Gott, das wird eine Ungerechtigkeit. Das ist nicht eine Frau von Gerechtigkeit, das ist eine Frau von Gnade. Da kommt mal bloß einzig Gnade im Spiel. Jesus ist am Kreuz gegangen, uit louter Ungerechtigkeit. Wann wir kijken willen naar Gerechtigkeit. Der hat das nicht neidig. Der hat keine Sinn begonnen. Der kann je doch nicht für mich betonen. Doch er nahm das ab sich und sagt, ich sterbe für die. Damit du Leben kost. Allah. Ich glaube, das sei es ja noch. Allah, weil wir Gerechtigkeit für jemand, der uns verletzt hat. Aber Gnade für uns, waren wir schuldig empfangen worden. Ist das nicht so? Wenn ich schon nicht klarkomme, wenn ich schuldig sie, dann möchte ich doch Gnade haben. Aber wenn jemand mich verletzt hat, und der ist schuldig geworden, dann sehe ich ganz recht mit dem Stock, dem Gerechtigkeit zu wiesen. Und die Bibel sagt, verzicht auf den Recht. Verzicht auf. Für jeden ist nicht gereicht. Für jeden ist Gnade, sich als sieht. Und dort hat Jesus uns selbst in seine Person gewesen. Und irgendwann kommt das bei dem Moment, wo Gott sagt, nu ist mein Tag, ich will alle Rechnungen uitleggen. Da wird keine Schuld liegen geblieben. Ich will mich aufrechnen. Wenn du unrecht behandelt worden bist, Gott sagt, ich will mich da am Kämmer. Und hat ganz klar gesagt, ich will uitleggen. Sagt Gott. Nicht wie. Omdat das uitgelegt ist, moet wir anders laten. Daarom brauchen wir uns nicht ein kleines bisschen kämmern. Lieber Zuhörer, wenn du nicht auf dein Recht verzichten kannst, wenn es irgendeinen Grund, was die dort bringt, was die festhält daran, dann lass mir die eine Sache sagen von dir. Dann stehst du in eine von den größten Gefahren, besser zu werden in deinem Leben. Die Bitterkeit, die wird deine Situation nicht lösen. Die Bitterkeit, die wird dir niemals helfen, da rauszukommen. Aber die wird eine Sache tun. Die wird den von dir ganz kaputt machen. Und das ist nicht, was Gott will. Gott will von dir, dass du den von dir aus ein Dagleben kost ab einmal und dass du Gott verherrlichen kost. Doch wenn du die laatst besser merken, da stimmt, dass du nicht vergeben kost, da stimmt, dass du nicht loslassen kost, dann kost du dem von dir nicht Frau sein. Die Bitterkeit, die ruiniert deine Gehenwut. Und of dat in de toekomst irgendwann kan anders zijn, blijft eine Frau, die ich die nicht beantworten kann. Die wird aber keine Sache in deinem Leben lösen. Bloß kaputt machen. Die kann die nicht helfen. Lieder, das normalerweise moet die da unja, die nicht loslassen kann. Die besser wird. Wenn ich mich besser merken lasse, wenn ich Sachen nicht vergeben kann, wenn ich nicht loslassen kann, dann lädt doch keiner der andere da unja als ich. Ich fange an zuur zu worden, ich fange an krank zu gehen, mir fängt das an schlecht zu gehen. Und der Psalmist sagt das so weit, das ist ein fretendes Wesen in mir, das meine Knöchel immer wieder verkribbeln.
Doch aan die moment, als ik uitkom daarmee en dat bekend, dat is een zin. Beter te worden is een zin. Niet vergeven te gaan is een zin. Niet luisteren is een zin. Noodreeuwen te zijn is een zin. En dat maakt ons krank. Laat wat u hier ik schrijf die van jou vom ganzen Harte te. Verzicht op dien Recht, die auf te reichen. Laat dat bezieht. Sorg die doch nicht immer. Merkt die das damit nicht schwor. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 12, Vers 15. Und seid doch nur, dort keiner Gott seine Gnade versiemen mocht. Laat keine betere Wartel abwassen in Trübbel aanrichten, wo der viele veranreinigt worden. Wo der viele veranreinigt worden. Die Bettertjes, die kan zich van generatie tot generatie überdrehen. Wanneer du beter wirst, wanneer ik beter zie. Dat probleem is niet plus dat ik beter zie. Dat probleem is dat al die met mij zijn en die ram mij zijn in mijn familie, die worden besmetterd van deze bettertjes. En die worden angesteckt. Dat zure, dat is furchtbaar aansteckend. Beter zijn is een zeer slechte Wartel. En dat zegt ons Hebräer, kijk dan nou dat we de Genade Gottes niet verziemen. Want wie betere Wartelen laten in ons schlonen, dat brengt ons van dem af wat God geplant heeft. Als tweede, vergeving is antwoord dat buizen met geld. Ik zeg maar, wat heeft God zich gedacht? Wat heeft hij ons toegetreden? Dat is toch nicht eine einfache Sache. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 6, 27 bis 28, aber ich sei zu jünd, die mich hier wist, läuft zu jene Fiend. Dat is hard. Wist, läuft zu jene Fiend. En dat geldet die jünd nicht. Liedchen. Kost du mir Lieder? Und du mir nicht Lieder kost, dann ist mir das schwor, Göde zu tun. Dann kann ich die auch nicht lieden. Dat soll wir lehren. Jesus liet uns dat so klar, wenn du dort denkst, was sowieso erleicht ist, was danach von Lohn dafür an? So, dann kriegst du gar nicht. Dann hast du das all. Wenn du bloß dem Lieder kannst, der die auch lieden wird. Das ist ja nicht witzig, nicht? Das ist ja nicht interessant. Du hast keine Spannung. Und du fangst dort gleich an. Fang dem an zu lieden. Fang dem an Geld zu tun, der die nicht uitstoßen kann. Dat meint Jesus nicht damit, dass ich mich nicht anfange, unsympathisch zu verheulen, damit ich mich nicht lieben kann. Aber wir haben verschiedene Charaktereigenschaften. Wir sind verschiedene Menschen. Aber ich glaube jetzt hier noch ein bisschen wieder, ganz besonders die auch am nicht lieben können. Die Christus nicht lieben können. Die können uns verkommels wens, wie Jesus angehören, auch nicht lieben. Da sagt Jesus, dann der gödet. Dann der dem gödet. Und Jesus sagt, noch wieder. Er sagt, die uns nicht uitstoßen können. Im Vers 28, sehen die jünd fliegen. Wie würde vielleicht aber du kommen können und einfach sagen, ich nehme es an, ich toleriere die, ich kann die uitheulen, aber direkt die noch Geld wünschen und die noch ein Sehen wünschen, spürt sich mir all aus ein bisschen Art, nicht? Ein bisschen noch mal zu viel. Doch Jesus sagt, du, weißt dort, dass du nicht so bist, als der ist. Laat dein Licht nur bitte dachten, dass das anders in die ist, als dort, was der ist. Die brückt dort. Die verpflegt die, weil es der Hall ist, bin. Das lade ich bin. Du isst nicht mehr. Wie soll ich das anders tun? So, sehen dem, dass du mit der Erkenntnis kommen kann. Und bet für die jünd beleiden. Und das ist der Teil von der Vergebung. Beiset mit Geld zu betonen. Wie kannst du weiter
wenn du wahrhaftig vergeben hast. Ich glaube einen ganz klaren Punkt. Wenn du dazu kommen kannst, dass die Gott vom ganzen Herzen mit een angeduidelijk hart beden kannst, dat hij die een vriend zijn redt. Dan hast du dem vergeeft. Wanneer ik wat komen kan en ik voel dem wunsch, ik mocht haar dat u dem geld is. Ik mocht dat u dem zijn is. Ik mocht dat hem dat in de wirtschaft geld heeft. Ik mocht dat hem dat in zijn familie geld heeft. Ik mocht dat hem dat met zijn erziehung, met zijn kinderen geld heeft. Ik wens hem dat en ik zei hem. Dat verlangen is in mij binnen, dan heb ik hem vergeeft. Zolang als dat wat du wat is, wat dat treehuilen deed, dan twijfel ik of ik werkelijk vergeeft heb. Maar wanneer ik zo weit komen kan, dat ik vrij, ik zei mijn hängen op, die geen Eva, die te zijn, dan heb ik hem vergeeft. Zo kannst du ook aanvangen, de verlatsingen in Janem te zijn. Meestens is dat zo, dat verlaatste mensen verlaten gaan. Die komen in hele ramwils, die verkield worden zijn. Die komen in verlaten wils, die verlaatst worden zijn. En wils, wanneer ik niet partout komen kan, en dem aanvangen kan te zijn, huil ik, en zie duil van dat ik dem blind huil. Die kan ik erkennen. Du ween, luid, zegt Jezus, zeien dem, wanneer die damit deed. Doordat hij ook aanvangen kon te zijn, doordat hij erkennen kon. En wanneer ik zo weit kom en die verlatsingen aanvangen kon te zijn, wat in dem vers gegaan heeft. We verken is dat zum Beispiel, dat een man, die een kind misbruikt heeft, dat is einer, die in zijn kindheid misbruikt worden is. En die heeft dus zijn leven lang geleden. En dat wiederholt zich. En wanneer die niet te de erkenntnis komt, dan wiederholt sich dat weiter. Verlaatst de gone en verlaatst de andere. Vielleicht wirst du mir sagen, aber du weißt nicht, wie sehr der mich verletzt hat. Das stimmt. Dort kann ich nicht weiter, wie sehr die jemand verletzt hat. Aber ich kann dir eine Sache sagen. Du wirst niemals verweg kommen im Glauben, im Leben, in dein persönliches Leben, bitte du lässt los. Du leerst deine Verletzung los te lassen. Du vergibst. Du sprichst deinen Verletzer frei. Solange als du dem met trouw dest, kannst du nicht wassen. Dat hemmt und dat bremst die immer auf dem Leben. Dat jeft immer war der Menschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, mir ist das so völlig abgefallen, die ihre Geschichte mit einem besseren Beigeschmack vertalen. Und die vertalen die dem wortlich hier. Und das ist mir passiert. Und die mochten das immer weiter vertalen. Die können das nicht loslassen. Der Beigeschmack bleibt besser. Und das Brot und Kirk immer weiter in an, willst du das nicht loslassen können, und das woran sie nicht geheilt worden können davon. Das bleibt in ihr Leben binnen. Und das ist woran binnen steht, krankhaft bleibt. Die können dann auch nicht in anderen sehen. Sie können nicht loslassen. Sie können nicht vergeben. Wie viele Menschen habe ich verkommen ans Ram, die mit dit leven? En die wijzen al met een vinger, wanneer die aanvangen daarvan te vertalen. Ik had het ervoor. Meer is dat passiert. Meer is zo behandeld worden. Waarom laat we niet luisteren? Gott zegt, ik wil me door al aan het jammeren. Du brukst die doch nicht evasarien. Du brukst die doch nicht met ramschlapen. En we kunnen dat uit zijn, dat du bezit met geld antwoordet ist. Du musst die von Jesus seine Leben schenken lassen. Das ist die einzige Möglichkeit. Der Leib Gottes, der hat kein Archiv nicht. Ich weiß nicht, ob das ein plattdeutsches Wort ist, ein Archiv zu haben. Wie sagst du das? Ein Speicherin. Eine Schifflot, wo der all das, was der erlebt hat, dann stahlen der. Gottes Leib hat das nicht.
Wat Gott verzeiht hat der weich geschmiert. Das ist doch nicht mehr. Das habe ich mir nicht uitgedacht. Der Herr sagt in Jeremia Kapitel 31, Vers 34, in dem letzten Teil von dem Vers, ich war an schon verjeven, sagt. Und ich nicht mehr an Sünde denke. Das ist schiefste weich. Ich kann das nicht bloß vergeht je heute und aufgebürgt und zu sich gestellt, das ist weich. Der führt kein Archiv durch. Und er sagt auch in Jesaja Kapitel 43, Vers 24, und doch sieh ich da, wer jün euer Recht verjeft, dat het te seine ist, dat mich te vertrühen, jetzt sagt der Herr. Und heul meine jüne sind nicht mehr fair. So, dort, was du Schlechtes getan hast, da wollte ich niemals mehr annehmen, mir nochmal was selber checken, anders. Dort konnte ich auch noch gemeint haben, dort hat ich auch noch getan, da habe ich da nicht, nee, das war, wenn Gott sagt, er hat dir das verzehrt vor dich. Er war das dreimal red wie nicht mehr. Jemand hat mal gesagt, der nimmt deine Sünden und schmiert im tiefsten Meer und stellt da ein Schild an, verboten Fische zu holen. So, die erste nicht war dann für sich so drin zu holen. Lothar, wenn Gott verzeiht hat er verzeiht. Und er holt dort nicht rein. Das ist das beste Beispiel, was wir als Menschen irgendwo finden können, über was Vergebung bedeutet. Und das ist, was Gott uns lehren will. Lehr das. Ich weiß das im Fleisch, wo verkommt, kommt das so fair. Wenn ich verletzt wurde, sie, und die hat mir um Verzeihung gefragt, und ich habe um Verzeihung gesprochen, und dann kommt das so ran, das ist all wahr. Das ist das nicht wahr. Wenn wir verzeiht haben, dann ist das nicht wahr. Die kostet nicht eine weiche schmiedene Sache, wahr da drin. Die kostet eine ähnliche drin. Aber dort, was dann deutet, hat wie aufgehört. Dann ist das nicht wahr. Das ist eine momentane nie Sache, aber nicht eine wahre Erholung. Und du musst wie uns an Euwe. Dort ist eine Sache, die nicht von der ab Maria in uns passiert. Ich glaube, das ist eine Sache, wo wir uns an Euwe machen, meine Einstellung. In der Bibel lehrt uns dort was hier binnen ist, meine Gedanken müssen verändert worden, damit mein Handeln verändert wird. Hier ist viel Problem binnen. Wenn meine Denkort sich nicht Christus in der Denkort in ihr Arne det, dann sehe ich in der Gefahr, die Sache zu wiederholen und nicht loslassen zu können. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Omdat ich das tun kann, was Jesus uns hier lehrt in seinem Wort, braucht wie, dass er uns mit seinem Leben befähigt und fällt. Und das ist der Punkt. Eine Frau, wie kann das uit sein, wenn beide das vorstellen, dass sie jenseits verletzt worden sind? Ich glaube, die einzige Antwort, was das geben kann, ist, dass wir persönlich Jesus in ihr Leben sehen. Und wenn Jesus in mich kommt, dann wo ich mich selbst aus dem Spiel zu sein kriege. Solange ich das bloß sein kann, der andere hat mich verletzt. Und ich wurde mir in diesem Mitleid gefallen, ich sehe die Armste, ich sie verletzt worden, ich kann bloß nicht, und da hat mich sehr getan, das ist mein Schicksal. Wenn ich Jesus sehe, und wenn ich Jesus in ihr Leben fing, und der mich fällt, dann wird mein Leben verändert. Und dann soll ich nicht mehr an mein Nuber, dann soll ich mich. Und dann denke ich an die Geschichte, als Jesus noch Kreuz ging. Und alles fällt, was am Nur wie die jene Jahren in Jülde Bett allig. Und als Jesus sich dann am der Etage mal her, lieber früh ist, ich sehe nicht das Problem. Hielt ich in mich. Je, die hinter mich kommen. Je sind das Problem. Und je brücke, dass je den Spiel verjünt heulen. Und ich sehe das Spiel, ich will Ihnen das wissen. Jemand hier selbst sein. Wer sich selbst nicht zu sein kriegt, kann sich selbst nicht verändern. Und kann nicht verändert werden. Der muss zu der Erkenntnis kommen, ich sehe das Problem. Und wenn ich sage, Jesus es will meine Schuld am Kreuz genommen werden. Ich sehe das Problem. Nicht, weil der Römer so böse auf wäre, und der hatte keine bessere Uitwollen, und der sagte, Kreuz dem, der macht um Kreuz. Nee. Ich muss das erkennen, weil ich so böse auf wäre.
als hij gekriegt wordt. Wils ik dat probleem weer. En wanneer ik dat zei, en Jezus in mijn hart aankomt, kan de zaak anders ontvangen uit te laten. Aber, om vergeven te gaan, brauchen we Jezus in ons leven. De derde punt wat ik kort erwähnen wil is, wat is vergeving? Diesen Prozess, wat we dag voor dag wat herholen. Zolang als dat nodig is. Zolang als we leven. Vergeving is wat dat immer weiter in unserem Leben passieren moet. Wie moeten vergeven? Waarom? Wil wie ook vergeving brauchen. En verkom ons is dat veel verder naar wat we in anderen vergeven moeten, als dat we vergeving beanspruchen. We moeten ons zelfs zijn. Wir lesen in Matthäus Kapitel 18, Vers 21 bis 22, wo Petrus dann so großmütig nach Jesus kam und sagte, Jesus, man, wie mal würde anstauben wollen, sei 7-mal einem verzeihen soll übrigen, nicht? Hij wird das gewarnt vom jüdischen Gesetz her, dass er eine Anstauung hatte, wie viel mal verzeihen, dass er 3-mal, dass er bin Jüden. Wanneer die met dreimal nog niet begrepen had staan van de bühne met die. Irgendwann hield dat op. En dan deed hij al nogmaals feierde tuin en dan zegt hij, Jezus, dan kun je het al uitrekenen, niet? Oh, zegt Jezus Petrus, du bent weit af van de waarheid. Du bent weit af. Du hast diese ziemlichen Gesetz du bist ganz dicht beim Gesetz. Und du bist ganz dicht beim Fleisch. Du bist ganz dicht bei dort, was du feilst. Aber der was weit af van de werkelijkheid wat de waarheid vertreden. Hij zegt, neem dat mal 70. Wees je een leraar. 70 mal 7, 490 mal. Jesus, wat hast du dir gedacht? So viel soll ich verzeihen können? 490 mal? Dat is maar moedje mal, niet? Rekt mir das leven thuis, is dat lang niet? Ik geloof, Jesus wil Petrus damit sagen, die wil die en mij van jou damit sagen, dat is een levensstil. Dat is een zaak wat mijn leven dag voor dag bijbehouden zal. Dat is een raad dat in mij draait. Ik zal een anderen, een dorf een anderen vergeven. En wanneer die mij verlaat, dan durf ik hem waarder vergeven. Wils ik brauche die vergeving. En dat is een haltung die zich in mij ontwikkelen moet als een kind Gottes. Vergeef mal waarder. Al waarder, hier. Dan allemaal waarder. Dan mal waarder vergeven. En als die daaraan dat dat een haltung wordt en dat mijn instelling vergevend is. Ik wil niet verdommend zijn. Ik zie dat ze opgevorderd vergeven te gaan. En niet den anderen te verdommen. Petrus soll dat hier leren. En Jezus verzagt om dat onmisverständlich te vermiddelen. Du sollst bedingungslos. En recht die niet dan nu hast van jou al 3-mal, hast al 4-mal. Met de zolle weg. Vergeven. Hab diese Einstellung. Dat soll in die een levensstil zijn. En ik mocht met een vers uit Kolosser Kapitel 3 en vers 13 afsluiten. Die zegt, verdraagt einer dem anderen. En vergeeft jünd untereinander. Wann wer eine Klau gegen dem anderen haft. So als der Herr jünd vergeeft haft. So moet je ook vergeven. So hij heeft ons een ganz klares Beispiel gegeven. Wer soll wir vergeben? Reute seinen Priestertum. Der Herr wird reut sein Leben zu geben. Wer von uns will so weit gehen? Wirklich. So diep in ernsthaft, dort verstanden te haben. Mein Leben kann angegeben worden. Meinen Feind te raden? Ist das wirklich so? Doch die Bibel lehrt uns das. Und so als Jesus reit wir, om Kreuz zu gehen für mich und für die, so will Gott das sein. Laat unser Leben so diep worden, dass der unmissverständlich, dass mein Leben unmissverständlich aus einer radende Haltung für meinen Mitmenschen durchsteht. Ich sehe nichts mehr wert als du. Ich sehe nichts mehr wert als irgendein anderer. Omdat ich nicht kann einen Priester holen, um einen anderen zu helfen. Gott hat uns das vergeeft. Gott hat uns vergeeft. Und der lehrt uns, wie andere vergeven sollen. Und das ist in das Beispiel von seinem einzigen
sehen, Jesus Christus, vor dem Himmel. Du bist so großzügig gewesen zu uns Menschen. Und du bist das von der noch einmal wahr. Und du liebst uns dort. Vergeeft es uitgehend vergeeft hab. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, diejenigen, dann macht wir doch so viel getauscht tun, dass wir so weit auf als Petrus sind von dieser Wahrheit. Halleluja, ich glaube, all wir haben es begriffen, und doch ist das so weit auf von dort, was die von uns verstanden Menschen ist. Und hier musst du uns doch gnädig sein. Lass uns doch lehren, dass wir diese Barmherzigkeit, dass wir diese vergevende Haltung leren kennen. Dat mensen die aan zich heen wordt Fehler maken. Dat die dat empfangen kennen. Dat die als mensen aan zich heen wordt leven kennen. Dat meint, die durch die dat leiste mij te verlaten. Die durch die dat leiste heen mij Fehler te maken. En ik wil niet de Haltung hebben, die moet perfect zijn voor mij. Maar we fucken ze echt dat. We vergeet me dat zeg, wens toch dat de andere dat moet begrepen worden. Maar laat mijn aanstelling, laat onze aanstelling, onze die aanstelling nou in ordnen, ons die aanpassen. Dat we zo leren kennen te vergeven als die vergeven is. In Jezus zijn naam. Amen.
die